OMG, das Emblem wird von der Energie des Dämonendrachen durchströmt. Was sollen wir bloß tun, um Historia, egal, um sie zu retten? Tobsucht, was? Mit dunklen Emblemen synchronisierte Gegner können der Tobsucht verfallen, wenn sie Erweckungssteine verwenden. Ja, super. Zustand erzwingen sie zusätzliche unkontrollierbare Kräfte von ihrem dunklen Emblem und sind stärker denn je. Sieh dich vor. Dieses Beil jetzt ein dunkles Emblem. Wo kommt die plötzlich her? Ja, nee. Platt machen, Freunde, platt machen, so schnell es geht. Was soll er sonst tun? Warte mal, wie viel hat er noch? Noch einen ganzen, war. Das heißt... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich mit ihren Fernkampf? Ja, aber schon. Alle für einen. Klar, um den auszuschalten. Normal angreifen. Wie wäre es damit? Oh ja, nur noch einen, okay. Jetzt nochmal diese Tobsucht machen? Ja, offenbar schon, wa? Beide sind nur so tobsuchtsanfällig, das gefällt mir gar nicht. Komme ich mal mit irgendeinem Charakter noch dahin, um sie irgendwie Platz zu machen. Wird schwierig, mehr gerade. Da mal so ein Typ im Weg steht. Nach dem Langbogen, um den Platz zu machen? Ja, geht doch. Muss ich noch voll am Abdrehen. Ja, ich mache jetzt die platt. Gut, ich meine, ich habe immer noch ein Ding. Meisterbogen. Der ist ja nicht richtig gekillt. Das ist scheiße. Jetzt halt die Frage. Ich meine, ich komme so oder so nicht dahin. Um die halt noch irgendwie Platz zu kriegen. Also kann ich genauso gut noch irgendwie angreifen und gucken, was ich sonst so machen kann. Eventuell muss ich dann für den nächsten Zug nochmal alles zurücksetzen, weil es zu vorschnell war. Haben wir das Schwert rausgeschlagen. Ich meine, ich habe noch Ivy. Sie kann ja auch noch mit Elfenwind theoretisch angreifen. Ich hätte ja auch noch den Donner. Der die andere killt, falls sie trifft, wohlgemerkt, oder? Sonst jemanden, der überhaupt so weit kommt, ansatzweise? Nee, ja, natürlich nicht. Warum auch? Ja, komm. Hat einen fucking Meisterbogen und kriegt nicht mal. Ja, toll. Ah, das zweite Mal. Die Spieler hassen mich einfach so. Du bist Fire Emblem immer ein zweites Mal kritten, ne? Nicht mehr ersten Mal. So, er kommt natürlich auch nicht so weit, um die anderen zu killen. Ist doof, aber ist so. Das ist natürlich genau ein Feld zu weit weg, sonst hätte es gereicht. Oh, manchmal bin ich echt ein Held. Mit dem Thunder Sword. Ich meine, sie hat einen Rettungsstab zur Not. Warte mal, was kann der überhaupt? Kann der Name auf Feld teleportiert. Das heißt, theoretisch, wenn ich mir jetzt sagen würde, ist mir zu gefährlich, dass sie Hortensia killt, könnte ich auch Diamant zu ihr holen und soll es Diamant erledigen. Aber ich guck mal, ich glaube, sie müsste es hinkriegen.
父様のことずっと悲しいわ。私だって立ち直れないぐらいだから、もしあなたまで失ってしまったら。 Das ist ein bisschen unheimlich. お先に。死んでない。お姉様。 Oh, es ist vorbei. どうして何もかもうまくいかないの。 Ja, das kenne ich. Schicksal halt. Der Kampf um Solm und der Sieg um Solm und alles andere auch noch. Puh. Was ein Krampf, ey. Also jetzt hier 3 der 4 Bluthunde plus Hortensia war schon ein bisschen, yeah. Aber egal, Hauptsache, wir haben es geschafft. Oh, 姉様。よかった。正気に戻ったのね。イルシオン兵たちは撤退しました。私も戻らなきゃ。今戻ったら危険です。またセピアに洗脳されてしまうかも。でも私がいなくなったらイルシオンのお城に誰もいなくなっちゃう。お父様がいなくなったイルシオンを守れなくなっちゃう。そうね。でもそれは仕方のないことよ。お姉様はイルシオンが大事じゃないの。大事よ。死ぬほど大切で守りたかった。けれどもあの国はイルシオンではないわ。あなただって分かっているでしょう。あの国はとっくに邪竜の国になったことを。アイビー王女。認めたくなんかなかったわ。けれど邪竜が目覚めてお父様が奴の言いなりになった時からあの国を統べる存在は王族ではなくなってしまった。今国を動かしているのは邪竜とその娘と祝意。戻ったとして何ができるというの。奴らの牛耳る城にいて国を民たちを守れる。それは私だって戻りたい。そうできればどんなにいいか。でも今イルシオンのためにできることは邪竜を倒すことよ。それがお父様を止められなかった責任だわ。国のことを本当に思うのなら私たちと共に戦いましょう。もう戻れないのね。小さい頃からずっといたお城に。みんなと過ごしたあの部屋にもお姉様と本を読んだ庭にもお別れなのね。進化たちだって置いてきちゃった。でもいつかまた取り戻すために私も戦うわ。ここで一緒に。オルテンシア、ありがとう。今までごめんなさい。この指輪神竜様に返すわね。Junge, ist der Ring schwarz. Mein Beileid, was hat er so getan damit? Ist es wirklich jetzt nur wegen dem Einfluss des Monddrachens oder hat sonst irgendwie was damit zu tun? 導き手の指輪。取り戻してくれたこと感謝します。私はただ自分のわがままで持ってきただけよ。それでもありがとうございます。教えよ、風化のエンブレム。Yeah, der alte Michael ist zurück. Was? Jetzt haben wir hier 2 Michaels. 紋章師ベレトだ。とても長い夢を見ていたような気がする。不
再び神竜のもとに戻れたのなら幸いだ。この力で皆を導こお願いします。紋章師ベレト。 Wir haben endlich Beilev! いや、みんな無事かい？スフォリア女王。あわや連れ去られるところだったけど、間一髪で助けてもらえて命拾いしたよ。母さんを捕まえてたイルシオン兵をみんなで取り囲んでやったの。絶対に守ると思ってな。しかし僕たちの出る幕はあまりなく、ソルム王女兵の皆で袋叩きに。うちの王女兵は怖いからね。ご無事でよかったです。城内の敵は片付けてくれたんだね。さすがだよ。神竜様、さっきはありがとう。あなたは敵に屈さず指輪と王家を守ってくださった。あのきっぱりとした物言いと佇まい、生前のルミエル様かと思ったよ。嬉しいお言葉を感謝します。スフォリア女あんたはイルシオンに戻らなかったのかい？王、今回の件本当に申し訳ありませんでした。どんな罰でもお受けします。私からも謝罪をさせてください。スフォリア女王、オルテンシア王女は確かに戦を仕掛けてきました。ですが途中から邪竜側の幹部に操られていたんです。正気に戻った後、指輪も返してくださいました。へえ。二人とも顔を上げな。はい。事情は分かったが、よくも私を脅してくれたね。女王暗殺未遂なんざ重罪で力をいきだよ。と言いたいところだけど、あんたたちに罰を与える気はない。城に入ってドンパチやらかしたのは勝手に入ってきた邪竜側の兵たちだろ。オルテンシア王女がしたことは結局一人でここに来て私たちをちょっと脅した。それだけさ。Mit anderen Worten, ist ja nichts, oder? Das ist eine. Ja, was ist das schon? 申し訳ないと思うならさっさと邪竜を倒してイルシオンを再建しな。隣国がいい国になると私の利にもなる。この話は終わり。いいね。はい、ありがとうございます。お慈悲に感謝いたします。スフォリア女王、必ずや祖国の再建をお約束いたします。私もこれに懲りて城の警備をより一層厳重にするよ。今後も王の血を狙って邪竜の手勢が現れるかもしれません。私の軍より何人か護衛の兵を。ああ、いい。その辺は親戚連中がいっぱいいるから心配ないよ。城にとどまってた方が危ないってんなら影武者を立てて放浪でもするさ。だからこっちの心配はせず遠慮なく邪竜をぶっ潰しに行ってきな。はい、ありがとうございます。そういうわけだよミスティラ。もう一つの指輪の場所に神竜様をご案内しな。はいはい、未来を選びし者の指輪、しっかりお渡ししてくるね。場所はどこなんですか？北の城塞だよ。Ich glaube nicht. Hortensia ist dabei. 40.000, Alter. Ich hätte zwar gerne ein Meistersiegel gehabt, aber vielleicht können wir eins kaufen. Emblem Beilev. Emblem Beilevs durchdachte Anweisungen erhöhen die Werte der Verbündeten und führen sie zum Sieg. Die Synchrofähigkeit göttlicher Puls sorgt dafür, dass Angriffe, die ihr Ziel verfehlen würden, manchmal dennoch treffen. Oh. Emblem Beilevs erste Bündniswaffe ist ein Heldenrelikt, ein Item, das für jeden Einheitstyp anders ist. Bündnisfähigkeit Unterricht gewährt Verbündeten in der Umgebung einen Wertebonus.
Bündnisangriff, Tanz der Göttin, Gewehr für Nachbarten, Verbündeten, eine weitere Aktion, ein Wertebonus. Alter, Beilev. Tanz der Göttin, Beilev und Tanz der Göttin? Da bringe ich ein bisschen anders in Erinnerung. ありがとう。 Jo, kein ご Problem. めんなさい。 Ja, ob wir es im Kampf nutzen werden, ich weiß auch nicht, hey. Es ist natürlich schon cool, dass es jetzt dabei ist, das sage ich gar nichts, aber... Ja, wir müssen auch gucken, was wir momentan so für ein Team haben, was wir momentan so im Durchschnitt an Teammitgliedern mitnehmen können. Wir haben auch viel zu viele Typen. Aber ja, vielleicht muss ich mich auch ein bisschen von ihr überraschen lassen, was natürlich so alles drauf hat. Und eigentlich bräuchten wir, wie gesagt, 2 Meistersiegel, einmal für Boucheron und einmal für Citrin. Zumindest wäre es cool. Also Boucheron, ja, wir müssen halt ein bisschen gucken, ja. Ich hatte jetzt eigentlich sowieso nicht vor, direkt wieder in dem Hauptkapitel loszulegen, sondern eigentlich erst einmal entweder ein DLC-Kapitel zu machen oder aber, dass wir sogar sagen, okay, wir machen jetzt mal zum Beispiel das Kapitel von Ike oder von Beilev. Also das Ike Kapitel jetzt eigentlich, ja. So, noch Stahlbaren, haben wir das auch. Und können hier raus, aus diesem Haus. Wo ist Omniel kommen? 指輪が一つ神竜側に戻りましたか。あがいたところで無駄だというのに。そろそろ眠らないと持たないようですね。煩わしいこの体。いまいましい狂暗目。次の目覚めはこたびより長いことを祈りますよ。あれ？私、雪の中にいたはずなのに、ここ、どこなんだろう。どうして私、いつも知らない場所にいるんだろう。Das ist echt eine gespaltene Persönlichkeit. Aber offenbar scheint nur die böse Seite von ihr dessen bewusst zu sein. Ja, seltsam ist es trotzdem. Muss man leider zugeben. Die Bankgespräche sind verfügbar. Ja, stimmt. Es ist wieder einiges zu tun, Freunde. Also ein bisschen Kohle bekommen, sehr schön. Zeit, wie immer zu wenig, aber hey. Bankgespräche, Timera mit Ike. あんたが指輪を守ってくれたおかげで無事に権限されることができた。礼を言う。お礼なんて水臭いよ。アイクはお城にいた紋章師。つまり家族も同然だもん。これからも楽しく行こう。 Ja, aber nur fast. Bevor ich es vergesse, Sachen machen wir gleich. Vielleicht nochmal ganz kurz mein Emblemen. Alle optimieren, ich schmeiße nochmal ganz kurz alle raus. Weil Zuweisungen zu machen immer. Weil es eigentlich kurz vor dem Kampf, wie wir wissen. Charaktere. Ja, jetzt haben wir ja Hortensia dabei. Und einen Frakturstab. Ups. Will jemand anders sein? Eine bändigeren Fliegereinheit. Level 19, also auch kurz am Entwickeln eigentlich. Bändigkeit, gut, Geschwindigkeit, gut, Resistenz. Eigentlich auch toll. Magie, naja. Geht so. Muss man sagen, wie es ist, es geht so. Wobei sie natürlich vermutlich in einer ähnlichen Klasse wird wie ihre Schwester, nur halt
Ja, halt ein bisschen anders. Sagen wir mal, wie es ist. Zu was können sie denn überhaupt entwickeln? Sleipnir-Reiter, was ist denn das? Mit anmutigen Pegasus Sleipnir in den Kampf zieht, nutzt mächtige Stäbe und Bücher. Die Werte gehen schon ein bisschen hoch, das stimmt schon. Vor allem ist halt ein perfekter Tank für die Resistenz, wa? Und Stäbe S wäre eigentlich auch nicht schlecht. Eigentlich. Resistenz haben wir Ivy auch, die kann ja auch ganz gut resistieren. Und Citrin ist ja auch nicht schlecht. Aber eben sind wir Bushiro und Citrin sind wir bei 20. Eti ist auch kurz davor. Da ist jetzt die Frage, waren wir hier für Gespräche? Die zwei, waren es oder die beiden? Okay, gut. Machen wir ganz kurz die beiden durch. Und dann was? 神竜士、私めのような嘘つきに何かご用ですか？私もユナカに本音で話そうと思います。わかりました。どのようなお叱りも受け止めさせていただきます。あなたの活躍いつも感謝していますよ。仲間になってくれてありがとうございます。え？これが私の本音です。あなたは仲間のために一生懸命戦っています。叱るわけありません。嘘をつかせてしまったのは私があなたのことを何も知らないのが原因だと思います。これからはもっと話をしたいです。ユナカのことを教えていただけませんか？私めのこと。もちろん話したくなければ詮索はしませんが。神竜士たちと出会う前、私めは新天地を求めあてもなく旅をしていました。昔の自分は死んだ、そう思いたかったのです。前の自分が嫌だったのですか？いえ、前の自分を嫌う人間が多かったから、その理由の方が強いかもしれませぬ。でも今の自分のことは好きですぞ。神竜士と出会ってからとても楽しいですからな。そうですか。ユナカのこと少しだけ知ることができました。また話を聞かせてくださいね。はい。Rang B. Jetzt mit Fogado noch Rang C. フォガート、自警団の活動お疲れ様です。このぐらい朝飯前だよ。今日は人々の揉め事もなかったし、異形兵だってほとんど現れなかった。こんな日が毎日続いてくれればいいんだけどね。そうやって明るい笑顔で人々を守る姿が仲間としてあなたのことを頼もしく思います。そんな大げさな、さすがに照れちゃうよ。お、でもさ、そんなに褒めてくれるなら食事？神竜様と私的な会話もしてみたいんだよね。そう、好きな人のタイプとか。それはちょっと人に言えない恥ずかしい願望でもいいよ。もっとダメです。フォガートの明るい性格は素晴らしいですが、何事も気軽に行くのが一番だよ。軽くない俺なんて俺じゃないだろ。まあそうですね。軽くないフォガートは想像がつきません。そこがあなたのいいところなのかもしれませんね。Sollte man zumindest meinen, war. Okay. Wir haben das gemacht. Dann gucken wir mal ganz kurz. Sommi ist bei uns. Der kleine liebe Sommi. Sommi. Aber es ist nur so, dass einfach unser Band jetzt perfekt ist und dann nichts mehr passieren kann. Wobei ich ganz kurz mal gucken möchte. Ob wir jetzt vielleicht... Oh ne, es geht wieder zurück. Oh, ist das fies. Eigentlich wollte ich gucken, ob sich vielleicht
Vor allem, wenn das Bandes, die wir bekommen, wenn er halt ganz maximal happy ist, ob er das vielleicht irgendwie erhöht. Kleiner süßer Zombie. Oh. Nein, 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 ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Hör auf damit, Michael, hör auf damit. So. Ansonsten, ja, die Embleme, Ringe zuweisen war. Echt mal, der Ring ist echt so schwarz, krass. Warum ist der, Alter, was ist los mit dir? Warum ist der Ring schwarz? Eigentlich wollte ich in den Michael gehen, aber ganz ehrlich, warum geht die Magie bei ihm hoch? Alter, was ist los? Seit wann bist du Magier? Hallo? Oh, ein Eggy Shield. Natürlich auch nicht schlecht. Louis Mipailev? Das wäre eine Idee, wa? Vor allem in der Hinblick. Sagen wir jetzt mal, wenn es dann vielleicht darum gehen würde, so mit Beilev also mit Louis ja, ablocken und wenn andere angreifen quasi. Sagt Louis einfach, okay, du gib nochmal zu, darfst nochmal angreifen. Wäre eigentlich schon cool. Der Speer bringt halt bei ihr nicht viel, bei ihr wird es schon was anderes sein. Was ganz komische Speere da zum Teil sind. Blutgang. Für sie nicht mehr viel, da wäre so auch eine Variante. Was ist da draußen los? Keine Ahnung, draußen sehen wir gerade Weltuntergangsstimmung oder so. Klingt auf jeden Fall, als würde gerade ein Panzer vorbeifahren. Das in der Schweiz muss man sich mal geben. Beim Blutgang. Was ist denn das für ein Teil? What the fuck? Stab von einem Bleilev, Magiereichweite plus 2. Kann erlittenen Schaden des Trägers halbieren. Ach du Scheiße. Gewährt Verteidigung plus 6, plus Residenz plus 3, kann erlittenen Schaden halbieren. Ui. Ich glaube, wir geben einfach mal ihre Zahl. Ich glaube, das ist jetzt die einzige, die ich bisher gesehen habe, die so einen Stab hat. Das ist mehr so, damit ich das nächste Mal weiß, was ich irgendwie mir so überlegt habe. Beide von den Fähigkeiten sind ein bisschen krank, ja? Nur damit ich es mal erwähnt habe. So, Freunde. Andererseits, ja, wir können natürlich jetzt noch viel tun. Hä? Ich würde aber sagen, tatsächlich, ich gehe jetzt einfach mal noch ganz kurz in die Läden. Dann würden wir uns das meiste andere Zeugs wie Training etc. fürs nächste Mal aufsparen. Das ist natürlich geil, dass ich beide wieder kaufen kann, okay. Auch hier müssen wir natürlich noch ein paar Stäbe noch kaufen, also Geld investieren dafür. Verkaufen müsste ich auch mal. Wäre vielleicht eine Idee, dass ich mir sage, okay, ich lege nochmal alle Waffen ab, obwohl... Ja, vielleicht jetzt unbedingt gerade das Beste. Wenn die ganzen Dinge, die ich doppelt und dreifach habe, wa? Die sind doch auch uralte, die ganzen Stahlschwerter, hast du nicht gesehen. Wurfball brauche ich auch nicht. Man schmieden kann ich ja nichts. Also zusammenschmieden meine ich halt. Ich kann schon einzelne so schmieden. Okay, jetzt auch Ex lasse ich aber mal. Hier wären damit unter mal mehrere Langbögen und so nicht schlecht. Gewicht 12 ist auch übel. Tief gegen Flieger, ja, aber Lichtpfeile. Kann schon eine Art Magie zu sein, wa? Zu viele Dammerbücher hier. Viele Elfenlichtbücher auch, meine Güte. So, mal die Upgrade-Version lasse ich mal noch. Hier die ganzen Stäbe, auch schon angeknickte und so. Also jetzt aber trotzdem mal. Ups, bin auch ein Trottel, ich hatte die Heilmittel jetzt zu verkaufen. Natürlich mit den teuren da oben. Mit denen, die von Anwendung her, wo ich noch am meisten davon habe. Wisst ihr was? Alles weg damit.
Wir kaufen uns sowieso neue Dinger mit den, ihr wisst schon, Elixieren und so. Aber auch Stäbe, das heißt, würde dann auch in der nächsten Folge machen, vielleicht sogar mir irgendwie einen Plan überlegen, wie, wo, was, herum. Wir haben aber viele neue Dinge, Würmtöter, mit einem Donnerschwerter, Panzerbrecher, Schnitter vor allem, natürlich auch geil, wobei doch besser als Rodau, stimmt. Auch hier wieder, uiuiuiui. Wobei wir haben ja auch viel Kohle bekommen, ne? Also von dem her. Ein Elfendonner wäre natürlich auch mal geil. Ja, ich mal kaufen, weil von dem haben wir gar keinen. Ein Silberdolch noch. Hier auch die 4. Stufe. Nicht nur die 3. Stufe, sondern die 4. Stufe. Meister auf Nahkampftechnik initiiert der anwendenden Kampfgreifer immer zweimal an. Kann man vielleicht irgendwie auch noch upgraden. Aber ist es schon Rang B, gab viel mehr gibt es auch nicht mehr da. Vermutlich. Jo. Ein paar Items noch sammeln können wir dann auch. Dann natürlich auch noch hier ein bisschen Training. Jetzt habe ich zwar gesagt, von wegen, das machen wir nächstes Mal und so, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich schon mal voll dabei bin. Obwohl, ne, wisst ihr was? Machen wir doch später. Weil wir gerne das Training mit Ringe schmieden und so dann gerne kombinieren. Das heißt, für uns jetzt wird es noch Zeit zu entwickeln. Boucheron. Axtkämpfer zum Berserker. Oh yeah. Und den weiter mit Tiki spielen. Eigentlich habe ich für einen anderen Emblemring vorgesagt, aber den müssen dann, da ist so ein DLC-Emblemring. Das wäre der nächste DLC-Ring, den ich mir gerne holen würde. Ja, muss mal gucken. So, Citrin, genau, bereits einen Ring gegeben. Eigentlich müsste ich auch mal Jade noch trainieren, Level 20 oder eben Etier. Aber jetzt erst einmal Citrin. Was macht sie denn so? Vom Magier zur Weisen, dann kann es endlich auch Stäbe nutzen. Und Magie auf Rang S. Die wir magiemäßig sowas von abgehen. Oh yes. Das wird der Hammer, Baby. Aber eben, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das Outfit steht hier aber. Alkris eigentlich Eti, wenn die nächste Level 20 erreichen müsste. Und dann können wir gucken, was sie mit ihr machen. Wenn wir sie weiterentwickeln, ob sie ähnlich geil abgeht. Oder besser abgeht quasi wie Alkris, weil der da verstärkermäßig zu wenig drauf. Die hat echt am meisten Power, wa? Vor allem hat halt Citrin auch wesentlich mehr drauf als Selin. Der auch ein bisschen krank ist. Da sieht einfach viel Glück, aber ja. Ich glaube, Citrin noch gerne dann, wenn wir wieder einen haben, so ein Magier-Emblem-Ring geben. Spiel von Micaiah oder von Selika. Schon durcheinander mit den ganzen Namen. Boucheron 55 KP, leck mir am Arsch, ey. Sonst eigentlich auch eine Idee, dass man quasi dann. Aber auch schon für allgemein mit viel Verteidigung, da ist schon so. Aber eigentlich Luia auch gut. Also die Dinge, die man sich dann überlegt, weil man die ganzen Ringe hat und so, wer kriegt welchen Ring.
Vor allem mit dem Hammer wäre eigentlich schon geil. Aber andererseits, ja, eben, das ist halt so eine Frage mit den Waffen wiederum. Ne? Chimera hat jetzt auch eigentlich nur Lanze, deswegen ist der Hammer cool in Kombination. Wenn ich Chimera jetzt nicht Eid gebe, was drin gebe ich hier denn sonst? Gehe ich mit ihr weiterhin auf Speed und noch ein bisschen auf Handicap, gebe deswegen Lyn. Auch eine Option. Lucina zwar theoretisch auch, oder geben wir ihr Full-Style und gebe ihr Tiki. Ja, Fragen über Fragen. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, wir brauchen vor allem mehr Ringe. Kannst machen, was du willst, vor allem brauchen einfach mehr Ringe. Alles andere bringt da nichts. Will ich jetzt trotzdem mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich werde bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge offscreen. Ich gehe noch mal ganz kurz zum Platz zurück. Werde noch ein paar Items hier einsammeln. Wie gehabt, weil es dann so schneller geht. Dann werden wir noch ein bisschen hier trainieren für das ein oder andere Level-Up. Vermutlich eben noch mal ein paar Ringe schmieden. Weil das in der Vergangenheit so wenig getan habe, wie ich finde. Und dann, jo. Gucken mal, ob wir dann wirklich direkt mit einer Map weitermachen. Im Sinne von Nebenquests für unsere DLCs, für unsere Ringe. Also die Map von Ike oder die von Byleth als Beispiel. Oder machen wir uns mit den DLCs vertraut und holen uns dort einen Emblemring. Einen, den ich eigentlich für Bushiroad vorgesehen habe, weil beide ziemlich gut ja, Muskeln haben. Muskeln. Vor allem Muskeln. Ja, wenn du was sei. Ich sage an der Stelle Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Neue Verbündeten, neue Embleme. Und vor allem natürlich jetzt auch mehr Entwicklungen. Und es kann richtig krass abgehen. Somni ist auch schon voll dabei, voll motiviert, wie man sieht. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.